vielleicht aufhängen, nur da wie zu so, dass ich mehr generellen Blick auf die Entwicklungshilfe will wir, auf die Entwicklungshilfe will wir, pardon, ihre und die letzte Situation kommen. Ich meine, allgemein muss ich sagen, dass die Entwicklungshilfe von der Welt nicht immer eine volle Story ist. Sie also sich, wenn sie guckt, über die letzten 60 Jahre DAX an einer Krise. Wir haben eine Reihe von den Ländern, die am besten aufgeschnitten haben in der Welt, besonders am asiatischen Raum, sind die keine oder bald keine Entwicklungshilfe angeholt haben. Auch das ist ein Faktor, den ich muss reflektieren, wenn ich darüber nachdenkt. An Afrika als die Entwicklungshilfe praktisch der größten industrielle, mehr wirtschaftliche Sektor mit 750 Milliarden Dollar stellt Wirtschaftsvolumen durch, was mehr groß ist für das Bruttonationalprodukt von den 20 ärmsten Ländern zu summen. Wir haben ein Impact von der Entwicklungshilfe, der ganz konsiderabel ist, ist nicht mehr positiv. Wir haben eine Tendenz für eine Bürokratisierung, für eine Ideologisierung auch von der Entwicklungshilfe, von immer geschwärzt wird von UNO-Zielen, 17 Ziele an 169 Nebenziele, dann ist das allein schon ein deutlichen Hinweis auf eine riesige bürokratische Maschinerie, die sich aber an dem Bereich installiert wird. Wir kennen Korruption, noch einer Vierredner haben das doch schon genannt, die auch durch die Entwicklungshilfe favorisiert wird. Aber vor allem ist es auch ein Mittel für verschiedene Länder, die Sozialverantwortung, der Kontrast sozial zwischen denen, die regieren und denen, die regiert, gehen zu steuern. Wenn das einfach wie zu sagen, dass die ausländische Community, die zuständig ist für das oder das an unserem Sozialwesen zu machen, und dadurch kann der demokratische Prozess und auch den ökonomischen Entwicklungsprozess an einer Reihe Länder nachhaltig gesteuert gehen. Es ist auch von Europa ein bisschen zu bedenken, dass die Methoden, die Europa in Entwicklungshilfe hat, weltweit nicht mehr richtig zählen. Wir haben eine ganze Reihe anderer Akteure, Haut, China, Brasilien, Indien, die auch Süd-Süd-Kooperation machen, zum denen noch ganz andere Regeln, auch mit Erfolg, die chinesische Politik haut das nicht mit denen, die für nach 10 Jahren wäre. Viele afrikanische Länder wollen die Konditionalitäten, nicht mehr die politische Konditionalität in Europa, aber immer will imposieren, dass das auch eine von den Ursachen für die letzten EU-Afrika-Summe ein Eschek wäre, dass das Gewicht, was Europa will und die Konditionen, die politische Dominanz liieren, die gegenüber afrikanischen Staaten noch immer will spielen lassen. Das ist auch eine Kontradiktion an unserer Reflexion, nicht eben an der wie vielen anderen, wenn geschwärzt wird von der Klimapolitik, an von der Entwicklung. Du hast eine Kontradiktion, weil die afrikanischen Staaten nur noch zu Paris ausgehandelt, dass ihre Wege in der Entwicklung auch über Kohle geht, auch über Gas, auch über nukleare Energie, an das hier recht, dass sich zu entwickeln, wie Eisindustrien, Eisökonomie sich entwickelt hat, an dass das selbstverständlich auch ein Konflikt mit Klimazielen geht, das ist auf der Hand. Aber es ist nicht so, dass die afrikanischen oder anderen Staaten ihre Wege auf der Entwicklung gehen wollen zurückstellen, wenn es der Klimaproblematik, da gibt es auch ein gedeelte Verantwortung an klare Ziele auch von ihrer Seite. Wir müssen auch bedenken, wenn wir über Eisverantwortung nachdenken, dass viele europäische Staaten die Entwicklungshilfe betreiben, als einer postkolonialem schlechtem Gewissen. Lützeburg hat nie Kolonien. Wir sind in einer anderen Situation, aber wir haben Verantwortung, eine Machtverantwortung wird Chaos an engem afrikanischen Land, und das ist Libyen. Und das ist, weil Herr Asselborn als Minister bei denen, wer die militärische Intervention in dem Land gefordert hatten, guckt nach dem Gaddafi, also Libyen sicher nicht gut gegangen. Man guckt, wie es Haut ausgesät an die Intervention an Libyen, die auch Konsequenzen hat auf die spätere Situation in Syrien, wo einfach ein Fehler, wo die letztendliche Regierung an der Person von unserem Außenminister Machtverantwortung dreht. Über Lützeburg muss ich auch nur denken, wir haben natürlich als Reichsland mehr Möglichkeiten wie andere, wie zu helfen, aber in dieser Legislaturperiode allein mit einem Minimum von über 300 Millionen Euro, die an die Entwicklungshilfe fließen, haben wir aber weit über 1,5 Milliarden Euro an die Entwicklungshilfe gestartet, an einer Legislaturperiode weit drüber. Ich meine, wir müssten das da genau nachrechnen. Aber wir haben aber auch einen großen Defizit am Staatsbudget, ein Defizit an höchst von über 20% vom Bruttonationalprodukt. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die Entwicklungshilfe so steuern, dass wir einerseits als Verantwortung, moralischer Verantwortung können nur kommen und andererseits aber auch
Eisinteressen an der wirtschaftlicher finanzieller Situation bei das Land as kann garantieren. Und noch da der hat ganz klare Parameter, Parameteren, den echten als Techt von der Entwicklungshölle von mir so in Rio 1992, die zweite als Wert können wir urrechnen, das sommer die Regeln, wenn da kommt da die Kontabilität, wie sie an dem CAD von der OECD 4 gesehen, soll man am vollen Umfang applizieren. Wir hätten gerne auch eine unabhängige Kontrolle von der Entwicklungshilfe. Wir hätten mal gerne eine Evaluation, die nicht gemerkt ist, dadurch, dass Akteure in den anderen kontrollieren, die aber finanziell, personell und institutionell eng mit verstrickt sind. Für die Staat, LuxDev zum Beispiel, Lux Development. Wir brauchen unabhängige Evaluationen auch long term. Wir brauchen kritische Rapporten über die Entwicklungshilfe, weil der Senegal zum Beispiel, wie den sie nennen, als ein Land wird nicht mehr das zusammen schafft, sondern dem Retour, wo Personen geht, die illegal bei seinem Territorium sind. Aber gibt man da Entwicklungshilfe, da muss es eine Kohärenz gehen zwischen dem, was man können legitimement von einem Partnerland erwerben, noch von Loyalität und der Beziehung an dem, was man meint. Aber wir hätten gerne Ratifizierung von dem Programm Indikativ de Kooperation hier im Parlament, dazu haben wir Alkeier, so was es von unserer Verfassung vorgesehen, und ging also erlauben, für Alkeier eine Diskussion über Opportunität oder Nicht-Opportunität für verschiedene Projekte vorgesehen. Es wäre auch gut, von der letzten Regierung sich weiterhin bei anderen europäischen Ländern ersetzen, die noch nicht so viel machen wie mir, aber wesentlich mehr Moyen hat, für mehr zu machen an der Entwicklungshilfe. Ich meine, Herr Macron hat auch gesagt, dass Ende seiner Präsidentschaft Frankreich soll bei 0,55 kommen, und ich meine, da ist noch Luft nach oben. Da der als auch der Meinung, dass man humanitär Hilfe muss generös handhaben. Wir haben gesagt, bei der Entwicklungshilfe, da ist ein Trio 92, aber wir haben immer gesagt, wenn es eine Krise ist, wenn Menschen in Not sind, wenn Überschwemmungen sind, oder auch Flüchtlingskrise wie am Bereich von Myanmar und so weiter, muss man generös helfen. Ich meine, das ist eine elementar menschliche Aufgabe, aber wenn man auch am Militär Möglichkeiten haben, wie Transportkapazitäten, auch noch die Diskussion um medizinische Kapazitäten an der Armee, da muss man auch gucken, ob man die können für humanitäre Missionen ersetzen. Wir hätten gerne als ADR den politischen und den ökonomischen Retour. Das heißt nicht, dass wir auf Kosten, wo unsere Partnerländer wollen, nach unserer Ökonomie gucken. Aber das heißt aber, das, was sie nicht können machen. Und ich betone, was hier Ökonomie nicht kann leisten, dass wir das als Lützeburg aber den Blick können machen. Es gibt Wert, europaweit Ausschreibungen zu machen, und eventuell Kontrakte und Drittparteien zu gehen. Als Priorität ist zu gucken, wie unserem Partnerland zu helfen. Als das nicht möglich ist, da sollte man auch gucken, wie die Lützeburger Ökonomie dann davon voll benefizieren zu lassen. Es fällt uns auf, dass die Regierung in den letzten Jahren eigentlich auf zwei Schienen argumentiert hat, wie sie so viel Wert nach der Entwicklungshilfe möchte. Das kann sein, dass auch der finanziellen Druck spielt oder gewisse Kritiken oder die internationale Unsicherheit, und das ist auch froh. Aber die zwei Argumente sind erstens, die Entwicklungshilfe als auch ein Effort de Défense. Das ist gesagt gehen am Kader von der NATO, wenn es in der Diskussion um 2% Verteidigungsbeitrag. Und das zweite Argument ist, wir müssen das machen, für Migration zu verhindern, den Blick von an Afrika oder bei anderen Plätzen gute Chancen, da sind, da kommen Leute nicht an Europa. Ich will die kurz belichten, die zwei Argumente. Das ist das mit der Défense, was am Kader von der NATO gesagt wird. Das zieht nicht das Argument. Wir haben gut nach gestern gesagt an der Kommission, dass NATO, an der NATO keine Unterstützung ist für das Argument, an der Menge mit Recht. Das ist nicht, dass es eine Absurdität ist, darüber nur zu denken, das ist schon nicht. Mit dem Problem ist, dass als Entwicklungshilfe weder an den Zielländern, noch an der Orientierung von den Programmen, noch an der Finalität eigentlich einem Defense-Zweck irgendwie nur kennt. Wenn das dort Argument will, sie von der Lützeburger Regierung, wie zu so und die Entwicklungshilfe war seine Kontribution zu unserer Sicherheit, da muss die Entwicklungshilfe auch an die Richtung orientiert gehen. Ich meine nicht, dass dafür ein Wille besteht, weder von der Regierung noch von den Parteien oder von den meisten Parteien, sodass das Argument, wie sich mit der Entwicklungshilfe von dem Effort de Défense freizukaufen, wahrscheinlich nicht kann zählen an der NATO, und dafür also doch wahrscheinlich nicht der Weg, wie das dort zu justifizieren. Da muss die Regierung die Courage, wie sie so Moment aus anderen. Das zweite Argument, das von der Migration muss auch ganz kritisch geguckt gehen.
Weil bislo mat den 60 Jahre Entwicklungshilfe, die man gemacht haben, hat Migration nicht abgehalten durch die Entwicklungshilfe. Den Attrait als materiell, den Attrait sind die Oppegrenzen, die man hun sind der Decision mit aber der Merkel für Schidere ranzulosen. Das sind Oppegrenzen, dass das Signal was Leute unzieht. Und auch da, die Migration, die wir haben, die könnt ihr nicht aus Zielländern von der Kooperation. Sie können zum Teil aus Konfliktregionen, wie zum Beispiel Syrien, sie können aber für allem auch aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Nigeria oder aus nach anderen Gründen wie aus dem Eritrea, wo Leute sich wollen, den Militärdienst entziehen. Wir können ja nicht mit der Entwicklungshilfe ob die Probleme angehen. Das sind ganz andere Kategorien, sodass auch das Argument von der Entwicklungshilfe als Mittel für die Migration entgegenzuwirken, höchstens teilweise zieht. Höchstens a ganz wenig, sodass man auch da als müssen ernst mit der Problematik von der Migration auseinandersetzen. Wir wollen einen gerechten Handel als ADR, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass auch das, was langfristig wirklich den Ländern erlaubt, sich abzubauen, dass sie gut Handelsbeziehungen an etwas, was man sicher nicht wollen, das ist ein Braindrehen. Das ist auch einfach die qualifizierten Leute aus den Ländern wegholen. Und das ist ein bisschen die Gefahr bei der Diskussion, die wir haben, eine Menge legal Migration, wir müssen legal werden, um in Europa zu kommen. Den Innerton dabei ist immer, dass man die qualifizierten Leute nicht legal ranlassen, die am meisten an ihre Länder gebraucht, die über hin in Zukunft von ihren Ländern abzubauen. Das ist nicht moralisch vertretbar. Das ist auch nicht moralisch vertretbar. Von mir auf der Uni Lützeburg gesagt, wen hier studiert, der kann direkt nur einen Arbeitskontrakt zu Lützeburg kriegen. Auch das ist eine Form, wo Braindrehen an der Schmenge. Wir müssen dann noch gucken, dass die besten Leute an denen Ländern können bleiben, wo sie können ihren Ländern zu einer Zukunft verhelfen. Zwei Politikbereiche will ich ausdrücklich auch nach A4 den Herr Angel hat geschwärzt von She Decides, eine Initiative, die die Regierung unterstützt hat, wo der Präsident Trump in Amerika dezidiert hat, Dorftreibungsprogramme in der dritten Welt nicht mit zu unterstützen. Wir haben heute eine Frage, Herr Angel. Ja, gerne, natürlich. Ich will just froh op den Herr Kartase weggestellt Verzegung ass das wann den iwwer santé sexuell an doiwwer Schwez an Gesundheit vun de Frauen, dass dat automatisch Auftreibungszentren sind. Dat as nämlich net an Schul dat just froh op he wirklich so naiv as an dat mengt. Ich bin nicht naiv, Herr Angel, wo froh, ob ich naiv sehe, dann für das Nee. Mengen ist, wo froh, als das immer Auftreibung, nee. Also nicht mehr etwas das, aber meistens auch. Weil das ist die Klausel, die an der UNO immer im Gebrauch wird, und auch als solch kontestiert wird, für auch die Auftreibung oder die Auftreibungspolitik mal zu bezeichnen. Wir als ADR haben einen anderen Weg. Wir haben einen anderen Weg. Wir wollen nicht die Auftreibung unterstützen. Wir wollen Gesundheit für die Kinder unterstützen. Gesundheit für die Mammen und für die Kinder. Aber wir wollen nicht, dass wir Auftreibungsprogramme unterstützen, außer für eine medizinische Indikation, das ist ja Linie in unserer Partei. Aber wir hätten gerne, dass als Entwicklungshilfe investiert an Gesundheit von Mam und Kind. Und zu dem Zweck, und das ist auch vielleicht eine Antwort auf die Frage von Herrn Angel, haben wir eine Motion vorbereitet mit dem Präsidenten, die ich ganz gerne überreichen. Merci, den Herr Angel hat schon Sie der Meinung, Herr Karteiser, das ist gut, dass das mit UNFPA weiterhin unterstützen, die hauptsächlich Programme von der Familienplanung geriert. Ja, das war keine Frage, Madame Präsidentin. Ich schon gefragt, sind Sie d'accord mit der Politik von dieser Regierung, die dezidiert hat, die UNFPA mit zu unterstützen, weil die UNFPA hauptsächlich Programme für Familienplanung geriert? Also ich finde ich so, Herr Angel, und das ist auch dann, was die man der Motion haben, solange eine Familienplanung nicht ist Auftreibung, sind ich gerne auch Einzelprogramme dort zu unterstützen. Wir mit der UNO, das ist nicht, weil es von der UNO gemerkt hat, dass wir automatisch damit d'accord sind. Ich meine, auch da muss ich ganz klar gucken, wer genau gemerkt hat, an vier Wert. Ich will nach der letzten Politik schon gesagt, ich will da zwei open kritisieren an Uschwärzen. Das eine als eben Politik von der Auftreibung an die Kampagne She Decides. Die zweite als die Unterstützung vom Staat für das Komitee pour une paix juste au Moyen-Orient. Wir haben das schon letztes Jahr kritisiert. Das ist eine Assoziation, die ist, wenn Sie es an der Lektüre von die ich mache, von Ihren Publikationen, ob nicht nur anti-israelisch, mir heißt du auch, open antisemitisch. Das ist zum Beispiel schwer zu verstehen, dass der Staat 26.000 € und so weiter immer im Projekt unterstützt von der Assoziation, die auf ihrer Internetseite ein Mörder, den an Israel, wenn es 5-fache Mord
verurteilt gin als eng Person bezeechen son Courage, son Integrität et son Ouverture d'esprit an so weiter an Leiit alléit op eng Auszeichnung de Mann wie Citoyen d'honneur ze gin. E Mäder. Ja. Ja. Den Herr Werner wollte ja, selbstverständlich gern. Merci, Madame Präsidentin. Ich wusste, dass das kommen, denn Herr Karthäuser, eng Fixation wëster schmengen ech eng froh, den Herr Karthäuser, weil dat Wort Antisemitismus als ganz grav benutzt und peut pas l'utiliser à la légère, wann bedenkt, wat am Numm vom Antisemitismus in Europa geschieht ist. Und dat de Märtyrertum, wo iwwer 6 Millionen Juden bedeutet. Und dafür muss ich respektvoll der ënbuen, wann eng Assoziation die respektvoll ist, wie an die zu respektieren ist, wie der Komitee P just, wo eng Zeitraum Militär tun, dat dort nicht mehr als Zeigren, und es ist stolz drauf, dass ich Militär tun. Und ich kenne die Leute. Wann den einfach so eng Organisation als antisemitisch bezeichnet, muss ich ganz genau, ganz präzis soen, wer den darin versteht. Dass dir den Herr Marwan Barghouti als ein Mörder ugesieht, anderer gesehen als Resistenzler, weil er in der Prison da sitzt, am Morgen zum Ehrebürger von der Stadt Villeruy ernannt, das vu. Aber inwiefern das als ein Antisemit kein bezeichnen kann, das muss er da ganz präzis bezeichnen. Weil das ist eine ganz grave Akkusation. Ich so nicht merci. Das ist kein Problem, Herr Werner. Ich so nicht merci, wäre froh, schon die Sache ganz gern. Die zweite, also nicht der Kontinu von dem, was ich so, mir eine Diskussion schon mal ganz gern. Ich will nicht so, Herr Wagner, das ist ganz wichtig, dass ihr guckt, wie Leute sich verhalten, das was zu soen, als das etwas ernst, wie das was zu machen. Es gibt viele Leute, und ich zähle das Gesellschaft auch dazu, die nicht open avouieren, was ihre Büt ist. Mit denen am Hintergrund eine klare Agenda haben, die sich aus ihren Akten, aus ihren Publikationen, aus ihren Aktionen herausliest. Wir zum Beispiel die ganze BDS-Debatte, die können auch so, die Boykott-Debatte, die ist an Mengen auch ganz tags antisemitisch und auch antipalästinensisch, das fehlt mir nur zu weit, wie das zu argumentieren. Aber ich will heute zwei Beispiele nennen, wo ich das Gefühl habe, dass hier ganz klar die Ermordung von Israeli eben toleriert wird. Du kannst nicht so ein Israeli, das kann auch einer Staatsbürger mit vorher jüdischer Staatsbürger, aber wie gesagt, wenn ein Mörder gut hecht, dann kann ich nicht von dem Verdacht freischwätzen, dass denn da auch eine antisemitische Agenda hat. Ein zweites Beispiel, weil ich wusste, dass ich denke, vorstelle, so gut kennen wir es. Ich habe hier einen Brief mitgebracht von der Madame Kleinberg, die als Präsidentin der Assoziation, die den auf Internet publiziert, wo sie ein ganz einseitig Vue von dem Konflikt durchstellt. An eng von den Sachen, die sie sieht, über Gaza, sie sieht nicht von der Unterdrückung von Gaza durch Hamas, nicht über den Terrorismus, aber sie reprochiert Israel, wat Gaza ugeht, sa population est contrôlée, réprimée, méprisée, humiliée et à Gaza régulièrement bombardée. Sie seht nicht darüber, dass von Gaza aus Missilen auf Israel geschickt gesehen, dass dort Zivilisten gestorben sind und dass die israelische Militäroperation als Antwort war auf terroristische Attacken, die aus dem Gaza kommen. Wir können mal so was ist das, hat das etwas zu bedeuten? Für mich ist das so eine einseitige Durchstellung in der Situation, dass ich den Verdacht zum Antisemitismus hier aber will klar einen streichen. Auf jeden Fall, für mich, und das so eine Schule am Namen von ADR, ist klar, dass eine Assoziation, die so einseitig, also sich dann auch nach Komitee P just nennt, die immer just auf Israel klappt, aber mit den falschen Argumenten, dass die nicht soll vom Staat unterstützt gehen, und auch nicht so in der Schule geschickt gehen, weil das möchte sie auch, für do eine einseitige Propaganda gegen den Staat Israel zu machen.